zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wieder mal ein Video, das ungeschnitten ist, und zwar aus einem Grund. Für die einen, die mich auf Insta so ein bisschen verfolgen, die wissen, momentan, ich stecke mitten in der Maturaarbeit. Ich muss sie in einer Woche abgeben. In einer Woche alle. Ja, und zwar am Montag nach der Ferien. Fragt mich nicht, welches Datum, ich weiß es gar nicht auswendig. Auf jeden Fall, ja, nach kurz, also ich kann sagen, ich mache als Maturaarbeit einen Kurzfilm. Und ich bin jetzt halt am Schneiden und es ist sehr viel Arbeit und darum kann ich jetzt halt kein YouTube-Video machen, wo ich auch muss schneiden muss. Aber ich habe gedacht, ich will jetzt irgendwie gleich eins machen, weil ich will es nicht einfach auslassen. Ich weiss zwar ehrlich gesagt noch nicht, wie es nächste Woche läuft. Es kann sein, dass ich schon vorher fertig bin mit der Maturaarbeit, aber es kann sein, dass ich am Sonntag noch den absoluten Stress habe und ja, es kann auch sein, dass ich dann wie einfach auch Pause mache und sage, jetzt habe ich genug geschnitten und dann mache ich einen Livestream oder so. Aber ja. Genau, darum mache ich jetzt ein ungeschnittenes Video und ihr habt mir nämlich auf Instagram Fragen stellen und die will ich beantworten. Und ja, jetzt ist gerade meine Karte abgekehrt, wenn ich da rausgenommen habe. Ich denke dann, ich tue sie da schnell raus. Wir fangen gerade mal mit der ersten Frage an. Ich habe so ein bisschen probiert, spannende Fragen rauszusuchen. Ich weiss nicht, ich hoffe, sie sind spannend. Also ja, die erste Frage, hure spannend. Hast du vor, den Pony wieder wegzumachen? Ich habe ja jetzt seit Mai, glaube ich, habe ich meinen Pony. Und ich habe es mir schon überlegt, ihn wieder wegzumachen, weil ich finde es dann nice, die Frisuren, wo so, ich kann das nicht gut erklären, aber wo so ein bisschen so, es geht gerade diese Scheiße aus, aber so bis da ungefähr so runtergehen oder so. Ich fühle das irgendwie übel. Aber irgendwie momentan gefällt mir auch mein Pony noch mega fest und ich weiß nicht, irgendwie habe ich ihn dann doch wieder geschnitten, als ich kurz vorm Rauswachsen war, aber ja, keine Ahnung, ich will jetzt einfach noch ein Zeitchen drin haben und mal schauen, wie lange der noch wird, ja, wie lange ich den noch wird haben. Und es ist gerade so komisch, wenn ich weiss, dass ich das Video nicht schneiden kann. Ich bin gerade richtig überfordert und ich merke gerade richtig, boah, ich kann nicht mehr reden. Ja, egal, also. Kannst du mal ein Lied rausbringen? Hat noch gut getönt mit dem Adi. Ja, Dankeschön für die nicht checken, um was es geht. Am Anfang des Videos beim Adi haben wir so eine kurze Frequenz gesungen, auf nicht ernst Basis, aber gleich danke. Und ich habe eigentlich seit längerem schon vor, Roast Yourself Challenge zu machen. Der Adi hat mich ja mal irgendwann vor 300 Jahren nominiert, aber ich komme einfach nie dazu. Und ich schiebe es irgendwie immer so vor mir her und denke so, ja, jetzt ist noch Schule und jetzt ist die Prüfung und jetzt ist Maturaarbeit und dies und das. Aber ich hätte eigentlich schon mega Lust und ja, ich weiß noch nicht, irgendwann kommt das vielleicht mal, ich will es euch nicht versprechen, aber ich habe es eigentlich schon so ein bisschen auf meiner Liste, weil ich es mal machen will. Und darum, maybe, ja. Könntest du dir auch vorstellen, mal vegan zu werden? Ja, die einen wissen vielleicht, dass ich jetzt seit ein paar Monaten vegan bin. Jetzt sind es 4 Monate, also noch nicht so lange eigentlich. Und vegan, ich weiß nicht. Ich finde es so schwierig, weil, also ich habe mir auch vegetarisch mega schwierig vorgestellt, aber es ist ehrlich gesagt mega easy. Also ich check es in meinem Alltag nicht mal, dass ich vegetarisch lebe, außer wenn ich so, keine Ahnung, Reis Casimir und denke mir so, ich will auch. Aber ja, sonst eigentlich merkst du das gar nicht. Und vegan finde ich dann irgendwie schon noch ein bisschen schwieriger. Und gerade ich, Alter, ich kann nicht kochen. Ich kann das nicht. Und das Einzige, was ich kann, ist vielleicht das Spiegelei. Wenn ich das nicht mal herbringe, dann bin ich wirklich lost as fuck. Und ich weiß nicht, das finde ich halt im Alltag vielleicht noch fast schwieriger. Vor allem als Gymschüler, dann gehst du mal in die Lidl posten und so. Ja klar, ich könnte einfach die Heim mitnehmen. Aber ich finde es einfach nochmal schwieriger. Und gerade so, Alter, 3 Minuten Ei ist mein Favorite. Ich weiß nicht, das kannst du auch nicht so gut ersetzen. Oder auch einfach Käse. Käse ist so nice, egal wo. Ob Mozzarella auf der Pizza oder Mozzarella oder Tomatensalat. Ich glaube, es wird schon ein bisschen schwieriger. Also ich könnte es mir irgendwie vorstellen, vielleicht so mal auszuprobieren, aber jetzt nicht auf längere Zeit oder so. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich nächste Woche vegan, aber ich kann es mir momentan nicht so vorstellen. Ja, es tut mir leid, dass ich gerade absolut am Rappen bin und richtig schnell rede. Ich weiß gerade nicht. Ich filme jetzt 5 Minuten. Ich weiß noch nicht, wie lang das Video wird, aber wir werden sehen. Lässt du dich oft beeinflussen und wenn ja, von wem und merkst du das auch selber? Ja, ich weiß nicht, ob das bei jedem Mensch so ist, aber ich habe das Gefühl, momentan, wenn ich mich hure schnell beeinflusse, gerade Entscheidungen treffen, finde ich momentan so schwierig.
So, keine Ahnung, ob es beim Videoschneiden ist, so, ja, soll ich das jetzt rausschneiden, soll ich jetzt das wenden? Nein, ich bin momentan, glaube ich, überall mega unsicher und gerade durch die Unsicherheit lasse ich mich mega beeinflussen. Also keine Ahnung, ein Beispiel, ich weiß nicht, was ich an eine Party anlegen und dann frage ich andere Leute, soll ich das, also dann habe ich ein Outfit und dann denke ich so, ja, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so cool und dann frage ich jemand anderes und der sagt, das ist das Coolere und dann bin ich wieder irgendwo und keine Ahnung und dann ist nur ein scheiß Outfit und am Schluss juckt es niemand, was ich anhabe. So. Aber keine Ahnung, gerade so von Entscheidungen treffen, dann bin ich unsicher und dann kommt eine andere Meinung, dann lasse ich mich allgemein auch mega schnell beeinflussen. Ja, momentan habe ich wirklich einen harten Struggle. Ich habe mir schon überlegt, welche Frage ich da reinnehmen soll und dann habe ich mir überlegt, soll ich noch meine Mom fragen oder irgendwie so, wo dann sagt, ob die Fragen gut sind. Und ich habe dann gesagt, nein, ich tue jetzt selber Entscheidungen treffen. Ja, es ist richtig schwierig irgendwie, ich weiß nicht. Haben wir auch so Struggles irgendwie? Ich weiß nicht. Aber ja, ich lasse mich sehr, sehr schnell beeinflussen. Bist du beliebt? Ich habe das irgendwie eine sehr lustige Frage gefunden, weil ich habe mir schon mega lange nicht mehr die Gedanken gemacht, so wegen, ist man beliebt und unbeliebt und früher, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, es war so wichtig gewesen und es hat auch mega, also von früher, ich rede jetzt von, kann ich eigentlich auch noch in der Sek, aber vor allem in der Mittelstufe, Unterstufe, dort hat es übel die Gruppe gegeben, die Klasse von, die sind beliebt und die sind unbeliebt. Und irgendwie hast du dann zu den Beliebten gehören und hast dann dich eingeschleimt und dafür deine besten Kollegen verarscht, damit du bei denen ankommst. Richtiges Drama und ich bin so froh, habe ich die Zeit nicht mehr. Und ich kann sagen, momentan in meiner Klasse gibt es gar nicht mehr so die Beliebten und die Unbeliebten. Klar gibt es die vielleicht ein bisschen schücher sind und die so ein bisschen viel mehr extrovertierter und lauter sind, aber wegen dem ist der eine oder der andere auch nicht unbeliebter. Und irgendwie bin ich mega froh, dass ich das momentan nicht so habe und darum kann ich mich jetzt da selber auch nicht irgendwie einstufen. Weil ich finde, dass wir alle irgendwie gleich sind in unserer Klasse und wir sind halt auch eine recht grosse Klasse, wir sind glaube ich 27 Leute. Ja, und da bin ich recht froh, dass ich diesen Struggle nicht mehr habe. Machst du regelmäßig einen Sport? Sehe ich so aus? Nein, aber ich habe mal, ich bin eigentlich mal sportlicher gewesen. Also ich bin ins Tanzen gegangen, ins Hip-Hop und ich bin ins Volleyball gegangen und ich würde eigentlich mega gerne wieder anfangen. Das Einzige, was ich momentan mache, ist Schulsport. Also Sportstunde, falls man da überhaupt irgendetwas macht. Nein, aber ich weiß nicht, ich bin sogar ins Dings go trainieren, so im Sportraum von unserer Schule. Also, wenn ich mir jetzt denke, dass ich das mache, so nee. Aber eben, ich würde gerne wieder sportlicher sein, ich würde mega gerne wieder mit Tanzen oder mit Volleyball anfangen. Und irgendwie bin ich auch schon so ein bisschen am Suchen gewesen, aber habe nicht recht gefunden. Entweder ist es zu weit weg oder zu teuer. Aber falls ihr mal irgendetwas kennt, von Volleyballclub oder irgendwie Hip-Hop, Tanzen. Eigentlich mega viele Tanzarten, Line-Dance, ich finde eigentlich alles nice. Schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendetwas kennt, das jetzt nicht allzu teuer ist, das vielleicht im Kanton Zürich ist. Genau, das fände ich mega nice. Genau. Wann hast du deinen ersten Kuss gehabt? Mit wem und wie war es? Ich habe das irgendwie auch eine nice Frage gefunden. Ich habe eine lustige Story dazu. Also mein erster Kuss, ich rede jetzt mal nicht von Kinski-Kuss, ich glaube, das hat auch jeder gehabt, oder vielleicht auch ich, Peace. Aber so ein richtiger Kuss, ich sage jetzt mal mit Gefühl und auch nicht Wahrheit oder Pflicht oder so, war mit meinem ersten Freund gewesen. Ich war dort 13 gewesen. Und das ist irgendwie lustig, weil also, es hat einen Kuss gegeben, wo wir irgendwie im Bett waren, also wir haben beieinander übernachtet und dort ist irgendwie so nicht etwas Richtiges, also ich war schon halb am Schlafen und er hat irgendwie probiert mich zu küssen. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall unser richtiger erster Kuss war, wo wir auf der Couch waren, am Gregs Tagebuch schauen. Wir haben den Film geschaut. Und irgendwie ist es so richtig cringe, also ich kann mir vorstellen, ich war so 13, alles herzig, cute. Er hat mich auf den Backen geküsst. Dann habe ich ihn auf den Backen geküsst und dann hat er wieder mich auf den Backen geküsst und dann habe ich wieder ihn auf den Backen geküsst und dann hat er mich gleichzeitig auf den Backen geküsst und dann haben wir uns geküsst. Mega romantische Story, vor allem mit Gregs Tagebuch am Start. Ja, das ist meine Story. Keine Ahnung, ob das nice war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ja. Aber ich muss sagen, ich habe mega Angst vor meinem ersten Kuss und darum bin ich eigentlich froh gewesen, ist es so ein bisschen ein aus Versehen Kuss gewesen. So, dann ist es gerade so schon passiert und keine Ahnung. Ja. Weißt du, was du nach dem Gymi machen willst? Die Frage ist auch sehr oft gekommen und ich glaube, ich habe im letzten Video, als ich das gemacht habe, umgeschnitten, auch nicht recht gewusst, was ich machen will. Und mittlerweile habe ich mir schon ein bisschen Gedanken um meine Zukunft gemacht. Baba. Mein Plan ist eigentlich so ein bisschen, dass ich zuerst mal ein Jahr, also dass ich ein Zwischenjahr mache vor dem Studieren
Und dort so ein bisschen mit YouTube grinden oder allgemein Social Media, mit TikTok und allem, weil, keine Ahnung, momentan, es macht mir so viel Spaß und ich merke einfach, ich habe keine Zeit. Gerade eben, Maturaarbeit, sorry, es geht die ganze Zeit in meinem Video um Maturaarbeit, aber die ganze Zeit ist irgendwie etwas mit Schule und dies und das und Prüfung und immer etwas anderes und ich weiß nicht, ich würde so gerne das ausleben können und mehrere Videos in der Woche machen und dies, das und ich habe auch schon so ein paar Pläne. Eben zum Beispiel, dass ich einen Zweitkanal eröffnen will, mit, ja, entweder sind es Vlogs oder irgendwelche Themen, Real Talks. Zum Beispiel hat es auch mega viele schon Fragen gehabt über die Spirale oder so. Oder kann ich, dass ich vielleicht so ein bisschen die grosse Schwester spielen mit Themen wie erstes Mal, erster Freund, erster Kuss, keine Ahnung was. Oder irgendwelche so Sachen. Und das sind Themen, die mich allgemein mega interessieren. Und weil ich finde, wo jetzt auf meinem Hauptkanal als Real Talk Thema nicht wirklich passt, aber so als Zweitkanal dann, wo zwischendurch Videos kommen, kann ich mir das super gut vorstellen. Das fände ich nice, oder dann vielleicht mal mehr Livestreams auf Insta oder mehr TikToks, mehr Videos, dies, das. Und ich will einfach das mega gerne ausleben und das würde ich gerne in diesem Jahr machen. Plus auch noch irgendwie auf Montre gehen oder allgemein ins Welsch Französisch lernen für irgendwie so 3 Monate oder so. Und nach dem Jahr würde ich eigentlich gerne studieren. Oder ich sollte eigentlich fast schon, ich meine, ich bin im Gymi, was willst du da anders machen als studieren? Und ich weiss ehrlich gesagt noch nicht so genau was. Ich würde wahrscheinlich sagen, so richtig ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste. Richtig Schauspiel oder Final Arts, ich weiß noch nicht genau, die Schnuppertage sind erst im November und darum, ja, die will ich dann so ein bisschen anschauen. Oder allgemein, ich glaube, ich hätte mehr Lust auf etwas Praktisches zu machen, als wieder 3 bis 5 Jahre lang in ein Zimmer hocken und zuhören. Habe ich eigentlich nicht mehr so Bock. Es ist mir schon ein bisschen da oben. Und eben so ZHDK ist halt das, also im ersten Jahr hast du noch Theorie und nachher hast du halt praktische Sachen und das will mir eigentlich schon mehr Spass machen. Ja, und sonst vielleicht auch so richtig Kommunikation fände ich eigentlich auch spannend, aber das ist dann halt wieder so Schulhocken oder habe ich nicht so Lust. Ich weiß es nicht, ich schaue mal, was ich studieren würde und so, aber ich glaube schon, dass ich will studieren. Ja. Wie läuft es mit deinem Freund? Geht ihr nie zusammen mit der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Zürich in ein Restaurant shoppen etc.? Also erstens mal, wie läuft es mit meinem Freund? Baba, alles gut, merci für die Nachfrage. Und ja, eben wie gesagt, ihr wisst ja, dass ich das nicht öffentlich mache, mit wem ich zusammen bin, allgemein meine Beziehung, dies, das. Aber so im privaten Leben wollen wir uns eigentlich nicht einschränken. Ich meine, wie dumm ist es, wenn wir jetzt irgendwie am Bahnhof uns verabschieden oder so, nachher muss ich aufpassen, dass uns niemand sieht. Nein, da schauen wir eigentlich nicht. Im Privaten, da leben wir uns aus. Das klingt ganz so dumm. Nein, also da verhalten wir uns wie normale Menschen. Einfach, ich zeige es halt nicht auf Social Media, also YouTube, Insta, dies, das. Und sonst eigentlich schon, also wir wollen uns eigentlich nicht einschränken, das haben wir von Anfang an gesagt. Und das wäre wahrscheinlich auch mega dumm. So, ja. Oh, wir kommen schon zu der letzten Frage, und zwar, wie Frauen auf Insta anschreiben mit Beispiel? Ich weiß nicht, ich habe das eine lustige Frage gefunden, weil ich werde das auch mega oft gefragt, ja, also, wie soll man Frauen anschreiben? Und irgendwie, es gibt so keine richtige Antwort, weil, also ich persönlich, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen oder mich mit jemandem daten oder einfach so in die Richtung kennenlernen, dann will ich das viel, viel lieber machen, indem ich zuerst mit dem Kollegen bin und dass ich so kann einstufen kann, okay, da kann ich mir etwas vorstellen und nicht, also gerade direkt so anschreiben, hey, wollen wir mal Kaffee trinken und dann, also Kaffee ist ne, grusig, aber keine Ahnung, so dann sich kennenlernen und so, du weißt gerade, okay, es könnte jetzt etwas werden und dann will er gerade etwas und du weißt schon von Anfang an, nein, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cringe, aber so, egal, es geht um Frauen anschreiben, dann würde ich vielleicht so, die beste Methode ist eigentlich, wenn du so ein bisschen von Anfang an, also wenn du es nicht all in gehst, ich kann jetzt nicht für alle Frauen reden, ich rede jetzt so, was ich vielleicht mir vorstellen kann, und dann tust du vielleicht abends mal auf eine Story reagieren und dies und das und dann kannst du vielleicht mal so ein bisschen probieren, ins Gespräch hineinzugehen, das passiert dann vielleicht automatisch und ich glaube, du merkst relativ schnell, ob sie dann auch Interesse hat, mit dir das Gespräch zu führen. Heisst, wenn du die ganze Zeit der Dude bist, der Fragen stellt und sie tut einfach beantworten, ohne irgendwie zurückzufragen oder so, dann sind das relativ schlechte Anzeichen und dann, ja, kann ich es vielleicht auch einfach lassen, weil, kann ich, sonst wirkst du nachher einfach nur noch klebrig und dann ist es einfach nur noch mühsam. Ja, aber mach nicht das mit dem, hey, wie geht's, was läuft, irgendwie, ich weiß nicht, das ist dann schon so, ja, nicht so, ich weiß auch nicht. Ja, das wären schon alle Fragen gewesen. Ich hoffe, ich konnte alle
können richtig beantworten für euch. Und sonst, wenn ihr noch irgendeine Frage habt, können Sie gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, oh mein Gott, ich habe meinen Klatschenwaffen ja nicht mehr gemacht. Und das war das Auto. Egal, ich mache es am Schluss. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt eure Ferien, falls ihr Ferien habt. Und ja, macht's gut, liked das Video, gebt ein Abo und aktiviert die Glocke. Tschüss zusammen!